Tommy, ich weiss nicht, ob das richtig ist. Ist gut? Ist nicht schlecht, gut. Ich habe gehört, wenn ich einen Bart hätte, wäre es schwieriger, aber das habe ich ja zum Glück nicht. Das macht vieles einfacher. So. Ich habe mega Freude an dem, was in den letzten Monaten bei den Kindern passiert ist. Diejenigen unter euch, die kein Kind haben, die an mein T2 übergehen, möchte ich schnell mitnehmen in das, und die anderen vielleicht auch, weil das Kind nicht immer erzählen, in das, was in den letzten Monaten dort passiert ist. Und zwar ist es wäre immer super schön, wenn wir bei den Kindern parallel machen können, was wir auch bei den Grossen machen. Meistens ist das ein bisschen schwierig. Aber in den letzten Monaten, wo es das Thema war, History Maker, die grosse Geschichte, dort haben wir das geschafft. Und parallel zu dem, was wir hier gemacht haben, haben die Kinder den grossen, geheimen Rettungsplan von Gott angeschaut. Und da wir eine Künstlerin in der Gemeinde haben, haben wir sogar ein wunderschön gestaltetes Bild gehabt, das noch ein bisschen unscharf ist, glaube ich. Aber ihr habt es auch auf euren Stühlen. Und zwar hat Sirin das für uns gestaltet und Lilo hat die geniale Idee gehabt, ein Putzle daraus zu machen. Wer mal im T2 war, hat das gesehen an der Wand. Und bei dem Putzle war zuerst der oberste Teil und der unterste Teil schon gewesen. Und die Idee dahinter war, ihr wisst es alle, oder? Da oben, Gott wohnt bei den Menschen und am Schluss wird er wieder bei den Menschen wohnen. Und wie er das schafft, das haben die Kinder Sonntag für Sonntag entdecken, in dem neuen Putzleteil dazugekommen sind, neue Geschichte von dem Geheimplan. Und im Sinn von einer Rückblende auf das, was wir auch gemacht haben, gehen wir schnell durch die Geschichte durch. Es fängt an oben beim Garten, bei dem, wie es sich Gott ursprünglich gedacht hat. Und dann, wir wissen es alle, Adam und Eva haben beschlossen, dass sie Gott nicht vertrauen wollen und sie haben aus dem Garten müssen. Dann verspricht Gott am Abraham, da oben, durch deine Nachkommen werde ich die ganze Welt segnen. Ich habe euch nicht vergessen. Dann, ein bisschen später, wir hätten nicht alle Geschichten nehmen, die es in der Bibel hat, befreit Gott sein Volk aus Ägypten. Er befreit sie vom Bösen. Und er lässt sie raus, lässt sie ein, die Freiheit, in ein Land, das er ihnen gibt. Dann wiederholt er sein Versprechen, immer und immer wieder. Dann gibt er ihnen Gesetz und Gebot, damit sie es schaffen, das Böse, das in ihrer Mitte immer wieder aufflammt, im Zaum zu behalten, damit Gott kann bei den Menschen wohnen. Dann landet es aber schon wieder im Exil, das ist da irgendwo dazwischen, wo es Gott davonlaufen. Und diese Geschichte haben wir ausgelassen, da bei den Erwachsenen. Das ist da, wo sie zurückkommen aus Babylon. Und der Esra liest ihnen das Gesetz vor, sie haben alles zusammen wieder aufbauen und alle müssen brüllen, weil sie merken, wir haben schon wieder alles falsch gemacht. Und dann sagt Gott so etwas Schönes. Er sagt, ja, aber jetzt feiern wir ein Fest. Ich habe euch nicht befreit zum Brüllen, ich habe euch befreit, um ein Fest zu feiern. Wie er das übrigens der Ägypter gesagt hat. Ich lasse mein Volk ziehen, dass sie ein Fest feiern können und mir dienen. Und dann geht es weiter. Das unscharfe Männchen da ist Jesus. Und dann ist Jesus gekommen und er hat gezeigt, wie es aussieht, wenn die Menschen und Gott beieinander wohnen. Er hat gezeigt, dass beim Zachäus Gerechtigkeit kommt für die sozial Armen und Schwachen, dass Wahrheit hineinkommt dort, wo Lügen sind, dass Frieden hineinkommt. Er hat gezeigt, dass er stärker als der Tod ist, wo eine Tochter vom Jairus geheilt und zum Leben wieder lebendig gemacht hat. Und dann ist er am Kreuz gestorben und hat den Tod endgültig besiegt. Und der Beweis, dass das wirklich funktioniert hat, ist 3 Tage später das leere Grab. Jesus ist auferstanden. Und jetzt, du und ich und wir sind jetzt da. Das ist, wenn das so bei den Stadtplänen, hier sind sie. Sie sind hier. Und über das reden wir heute und nächsten Sonntag und den Sonntag drauf. Was heisst das jetzt? Weil der Rettungsplan, der ist eigentlich fertig. Die Leute vorher, die haben alle ihr Teil zu tun. Die sind alle wichtig gewesen, die sind alle ein Puzzleteil in dieser riesigen Geschichte. Das heisst, wir können uns jetzt einfach zurücklehnen. Sagen, es ist erledigt, wir warten jetzt noch das kleine Stückchen. Hey, das geht nicht mehr lang. Jesus kommt wieder, kommt bald wieder. Ganz so schnell ist es dann eben gleich nicht gegangen.
Weil die Idee war eben nicht, dass man sich einfach zurücklehnt, wenn man da ist. Und darum starten wir in unserer Serie jetzt im 3. Teil. Wir haben angefangen mit mutig beten. Wir haben das Gebetsleben von Jesus angeschaut, mit Gebetsschule gestartet. Wir sind mit mutig Vertrauen in die Geschichte hinein. Weil wir glauben, es ist wichtig zu wissen, dass Gott einen Plan hat, der sich durchgezogen hat von Anbeginn der Welt bis ganz zum Schluss, wenn alles gut ist. Weil uns das Vertrauen gibt, zu sehen, Gott hat sein Versprechen immer gehalten. Und am Schluss, und jetzt sind wir jetzt mutig vorwärts, was heisst das jetzt mit uns? Wie können wir jetzt leben in dem neuen Land? Ich glaube, wo die Familie von Abraham aus Ägypten gekommen ist, und sie sind ja noch durch die Wüste und so, es war nicht ganz so eine einfache Geschichte, aber irgendwann sind sie in dem neuen Land, in dem verheißenen Land. Und ich glaube, wenn man sie gefragt hat, was ist das Beste an dem, dass ihr jetzt da sind? Ich glaube, sie hätten gesagt, das Allerbeste an dem ist Freiheit. Dürfen selber entscheiden. Leben als Befreite. Ein eigenes Volk, ohne dass jemand anderes dir immer sagt, was du machen musst. Ein eigener Gott. Wir müssen nicht mehr unter diesen fremden Göttern leben. Wir können eine eigene Kultur aufbauen. Wir können eigene Gesetze, eigene Gebote, die widerspiegeln, wer wir sind in den Augen von unserem Gott, die unseren Gott widerspiegelt. Sie haben sich gefreut und sie haben das Gefühl, jetzt geht es erst richtig los. Jetzt leben wir das Leben als das befreite Volk von Gott und die ganze Welt wird sehen, wer unser Gott ist. Und ich finde, sie haben alle Grund gehabt, um sich zu freuen, wenn man sich überlegt, von wo sie gekommen sind. Sie mussten flüchten nach Ägypten. Sie waren Sklaven in Ägypten. Sie sind durchs Wasser. Gott musste das Meer teilen für sie. Und sie sind durch die Wüste. Sie sind 40 Jahre durch die Wüste. Und dann endlich sind sie angekommen im verheißenen Land. Und im letzten Buch von Mose erneuert Gott nochmal den Bund und sagt, hey, Segen und Fluch, so sieht es aus. Wer in meinem Land lebt, wer bei mir lebt, der lebt so. Aber ihr könnt euch entscheiden. Es ist eure Wahl. Und sie haben sich entschieden. Und sie haben gesagt, wir leben mit dir. Wir wollen so leben, wie du das willst. Wir wollen dein Volk sein. Wir wollen als Befreite leben. Wir wollen diesen Ort zu einem Ort der Gerechtigkeit machen. Wir wollen ein Land sein und ein Volk, was heisst, das sind die mit Gott unterwegs sind. Wir wollen, dass Menschlichkeit und Würde Einzug halten. Wir wollen deine Gesetze halten, damit wir in Frieden leben können. Wir wollen in Freiheit leben. Und da hat Gott etwas eingerichtet. Entschuldigung, aber irgendetwas. So. Es rutscht immer umeinander. Ja, aber da hier irgendwann... Also gut. Der Bart fällt. Und da hat Gott etwas eingerichtet. Und zwar alle 50 Jahre hat er ein Erlassjahr gegeben. Und er hat gesagt, alle 50 Jahre wird alles auf Werkeinstellung zurückgesetzt. Alle Sklaven werden freigelassen. Alles, was er müssen verpfänden, wird wieder zurückgegeben. Es fängt alle 50 Jahre wieder von vorne an. Hey, was für ein Geschenk. Stellt euch mal vor. Alle 50 Jahre, alles, was ungerecht war, wird wieder auf Gerechtigkeit zurückgesetzt. Mega spannend. Nur, genau. Es ist leider auch das mal nicht lang gegangen. Und sein Volk landet im Exil. Mal in Babylon. Weil sie es einfach nicht herbringen. Und was macht Gott? Wenn Sie es vorher gehört haben, er holt sie wieder zurück. Damit sie ein Fest feiern, damit sie ihm dienen, damit sie der Welt zeigen, wie das aussieht, wenn man mit Gott lebt. Aber es ist schwierig. Sie schaffen es nicht. Immer und immer wieder lesen wir es. Wer sich durch das Alte Testament liest immer und wieder von einem Volk, wo Gott wieder und wieder davonläuft, wo vergisst, Geschichten zu erzählen, wo vergisst, an dem Gott festzuheben. Und man sieht immer und immer wieder einen Gott, der sagt, ich hole dich zurück, ich habe dich gern. Ich vergebe dir, wir probieren es nochmal. Aber es langt noch nicht, weil der Retter ist noch nicht gekommen. Und 500 Jahre später ist es endlich so weit. Der Nachkomme von der Frau, wo der Schlange wird den Kopf vertrampen, der kommt. Und jetzt schaut mal seine Biografie. Das sind die Israeliten. Jesus flüchtet als Baby nach Ägypten. Er lässt sich taufen, geht durchs Wasser, mitten in die Wüste. Er ist 40 Tage in der Wüste. Das Volk Israel war 40 Jahre dort.
Der Mose war 40 Tage auf dem Berg und kommt runter mit dem Gebot von Gott. Jesus kommt nach 40 Tagen aus der Wüste und dann macht er das, was der Mose auch gemacht hat. Er legt am Volk den Bund von Gott nochmal vor. So wie der Mose gesagt hat, ihr wählt Segen und Fluch. Ihr entscheidet, wie ihr leben wollt. Macht Jesus genau das Gleiche. Er kommt zurück aus der Wüste und etwas vom Ersten, was er macht, ist, er geht auf einen Berg. Eigentlich war es mehr ein Hügel, aber Hügelpredigt würde wahrscheinlich nicht gleich gut tönen. Darum steht überall Bergpredigt. Und er hat gesagt, hey, schaut, so sieht es aus, wenn ihr in dem Bund lebt, wenn ihr in dem neuen Land lebt, wenn ihr als das Volk von Gott lebt. Und so wird es aussehen, wenn ich komme und alle Menschen befreie. Bergpredigt ist die Vision, das Ziel, es ist die gute Nachricht. Es ist der Ort, wo er zusammen mit den Befreiten wird aufbauen. Bergpredigt ist ein Manifest. Bergpredigt ist nicht einfach gute Ratschläge, wie man leben könnte. Bergpredigt ist eine gute Nachricht, die sagt, so wird es sein. Dort werden wir landen, wenn ihr euch für mich entscheidet. Es ist eine Erklärung, wie die Welt von jetzt an wird sein und wo sie wird landen. Und es ist eine Kampfansage an die Mächtigen dieser Welt. Bergpredigt ist eine Kampfansage für alle Geiz, für alles Ausbeuten, für alles Ausnützen, für jeden Egoismus. Bergpredigt ist nicht einfach ein Büchlein mit «Es wäre schön, wenn». Bergpredigt ist eine Kampfansage. Es ist ein Regierungsprogramm. Und Bergpredigt wird die Welt auf den Kopf stellen. Oder vielleicht einfach endlich wieder auf die Füße. Aber für die Menschen wird es sich anfühlen, als wäre alles auf dem Kopf. Es ist die Erklärung von Jesus, wie das Befreite leben. Die Familie Abraham hat er befreit, damit sie ein Fest feiern und Gott dienen. Wo Jesus kam, ist sein erstes Wunder, hat er an einem Fest gemacht. Wie um das nochmal zu zeigen, an einer Hochzeit. Sag, hey, bei allem, was kommt, wir sind auch da zum Feiern. Und zum das machen, was Gott will von uns. Und er war ein Mensch, der glücklich war in all dem, was er erlebt hat. Und kein Wunder fängt er auch Bergpredigt an mit dem. Er sagt, gesegnet sind die, oder glücklich sind die, oder selig sind die. Und dann kommen die Sätze, die wir viele von uns sehr gut kennen. Glücklich sind die, die erkennen, dass sie Gott brauchen, denn ihnen wird das Himmelreich geschenkt. Glücklich sind die, die traurig sind, denn sie werden getröstet werden. Glücklich sind die Freundlichen und Bescheidenen, denn ihnen wird die ganze Erde gehören. Glücklich sind die, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden sie im Überfluss erhalten. Glücklich sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erfahren. Glücklich sind die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Glücklich sind die, die sich um Frieden bemühen, denn sie werden Kinder Gottes genannt werden. Glücklich sind die, die verfolgt werden, weil sie in Gottes Gerechtigkeit leben, denn das Himmelreich wird ihnen gehören. Glücklich seid ihr, wenn ihr verspottet und verfolgt werdet und wenn Lügen über euch verbreitet werden, weil ihr mir nachfolgt. Freut euch darüber, jubelt, denn im Himmel erwartet euch eine große Belohnung. Das ist das Statement von Jesus, das er gekommen ist. Das ist seine Realität. Wenn du traurig bist, du wirst tröstet werden. Wenn du nach Gerechtigkeit hungerst, du wirst sie bekommen. Wenn dein Leben gerade überhaupt nicht so aussieht, wie du es dir wünschen würdest, er wird es in Ordnung bringen. Bergpredigt ist eine gute Nachricht für die bis jetzt zu kurz gekommen sind. Und dann kommt die Erklärung, wie er das machen will. Er macht das nämlich nicht einfach so, jetzt ist alles anders, sondern er sagt, so, und die Befreiten in dem Land, die werden mein Reich bringen. Indem sie, und dann zählt er auf, das dürfen ihr gerne die selber nachlesen, indem sie Salz und Licht sind in dieser Welt, indem die Welt auch innen sehen, wie ich eigentlich das Ganze gedacht habe, indem sie Versöhnung leben und Vergebung, indem sie Ehe und Beziehungen so leben, wie ich es mir gedacht habe, indem sie verlässlich sind, indem sie grosszügig sind. Sie werden ihre Finde lieben. Sie werden beten und fasten, aber nicht, weil es möglichst gut aussieht, sondern weil sie mich von Herzen suchen. Sie werden mit Geld einen Umgang haben, der meinem Vater alle Ehre macht. Sie werden sich keine Sorgen machen, weil Gott wird sie versorgen.
Und auf diese Art wird mein Reich kommen. Es sind nicht nur gute Ratschläge. Es ist eine richtig gute Nachricht. So wird es sein, wenn die neue Schöpfung loslegt. Und weil Jesus immer ganz ein praktischer Mensch war, zeigt er das gerade nach der Bergpredigt. Kurz nachher trifft er nämlich auf eine Aussetzung. Und statt wie alle anderen vorzulaufen, geht er zu einem Herrn und berührt ihn und heilt ihn. So sieht die neue Welt aus. In dieser Welt der Befreiten wird niemand mehr ausgrenzt. In dieser Welt der Befreiten werden Kranke geheilt, werden Einsame Teil einer Gemeinschaft. In dieser Welt der Befreiten sind Menschen, die mutig genug sind, darauf zu vertrauen, dass die Kraft von Gott stärker ist, als all das Ansteckende, wo man das Gefühl hat, könnte einem verwutschen, wenn man nicht aufpasst. Aber wer die Bergpredigt liest, merkt spätestens in Matthäus 5, dass irgendetwas nicht vereinbar ist mit dem, wie wir in unserer Zeit leben. Matthäus 5,43. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen. Und spätestens jetzt merken wir, dass das Manifest von Jesus nicht vereinbar ist mit unserer Kultur. Das Leben als Befreite für Jesus etwas anderes heisst, als es für die Menschen um uns herum heissen würde. Freiheit, die Jesus bringt, ist nicht das, was unsere Zeit unter Freiheit versteht. Unsere Kultur sagt, Freiheit heisst, folgt im Herz. Unsere Kultur sagt, mach, was du willst. Unsere Kultur sagt, tu dich selber verwirklichen. Unsere Kultur sagt, Hauptsache du bist glücklich. Leb dein Leben. Du hast nur eins. Unsere Kultur sagt, mach das, sofern du niemandem schadest. Aber ehrlich gesagt habe ich diesen Satz auch schon lange nicht mehr gehört. Von den Leuten, die sagen, leb dein Leben. Es ist immer weniger der Fall, dass es wirklich niemandem mehr schadet. Und dann kommt Jesus und definiert Freiheit ganz anders. Er sagt, Freiheit heisst, folg mir nach. Er sagt, Leben als Befreite heisst, mach das, was ich mache. Es heisst, lass dein Leben los. Er sagt, wer sein Leben liebt, wird es verlieren. Und er sagt, wir sollen unseren Nächsten nicht nur nicht schaden, sondern ihnen Gutes tun und sie lieben. Und nicht nur die Nächsten, sondern auch unsere Feinde. Er sagt, lieb deine Feinde und tu ihnen Gutes. Und spätestens jetzt ist jeder, der sagt, ja, die Bergpredigt ist einfach ein Haufen nicht gemeinte Ratschläge, ziemlich ratlos. Weil das ist nicht das, was sich unsere Welt und die Freiheit vorstellt. Freiheit in unserer Zeit heisst Freiheit von allem. Heisst Freiheit von allen Schranken, von allen Leitlinien, von allem. Freiheit von heisst, mich kann nichts definieren, nichts darf irgendeine Aussage über mich treffen. Freiheit von allem heisst aber auch, ich weiss nicht mehr, Freiheit für was. Das Ziel fehlt. Für was bin ich gemacht? Wenn mich nichts definieren von außen, darf mir auch niemand von außen sagen, wozu ich da bin. Dann hat mein Leben auch keinen Sinn, keine Orientierung, außer das, was ich ihm gebe. Wer alle vermeintlichen Schranken niederreißt, vergisst, dass Freiheit nie ein Selbstzweck ist. Freiheit ist nur dann gut, wenn du weißt, was du mit ihr anfangen sollst. Mögt ihr euch erinnern, als Kind in der Sommerferien? Mega cool. 5 Wochen nichts zu tun. Und nach 3 Tagen weisst du nicht mehr, was machen. Und es ist dir so langweilig. Freiheit ist nur dann gut, wenn du weisst, was machen damit. Sonst wird es gefährlich. Alle, die Kinder haben, wissen, dass Kinder dann manchmal auf blöde Ideen kommen. Nicht alle. Nicht immer. Auch meine nicht.
Wenn Freiheit nur heisst, immer weniger äußere Umstände, die mitbestimmen und definieren, wer ich bin und wozu ich geboren bin, der verliert sich am Ende selber. Und ich finde, ich muss schnell eine Kurve machen. Das sieht man in unserer Zeit erschreckend schnell, wie schnell das passiert. Wir leben in einer Zeit, wo man sich nicht mehr definieren darf oder wo man Leute nicht definieren darf über ihre Herkunft. Das ist nicht nur schlecht. Aber wenn wir das gar nicht mehr dürfen, dann verlieren wir unsere Wurzeln. Wenn unser biologischer Körper nicht mehr die Wahrheit über unser Geschlecht verratet, dann verlieren wir jegliche Bodenhaftung. Wir verlieren all das, was wir meinen, ist sicher. Wenn Wahrheit nicht mehr Wahrheit ist, nicht mehr etwas ist, was für alle gleich ist, dann wird alles beliebig. Wenn Sexualität plötzlich frei verfügbar ist, für alle und immer und in jeder Form, dann verliert unsere Gesellschaft das, was im tiefsten Inneren Familien verankert und zusammenhält. Wenn man alle Schranken niederreißt, dann schweben wir am Schluss irgendwo im Nichts umeinander auf dieser grossen Kugel im Universum ohne Sinn und Ziel. Das ist das, was passiert in unserer Zeit. Und natürlich, wenn wir jede Religion, jede höhere Macht verleugnet und sagt, es gibt niemanden, der mitbestimmen darf. Und alle Religionen und alles ist schon alt und zählt nicht mehr für mich heute. Dann verbrennen wir auch noch alle Karten und Wegweiser, die uns mitgegeben worden wären für das Leben. Ohne all diese Leitplanken fehlt uns der Kompass und jegliche Orientierung. Und es ist eben nicht so, dass es niemandem schadet. Es ist keine Predigt, um in das hineingehen. Aber das Ganze hat unglaublich viel Kollateralschäden. Einfach, weil die Menschen leben, wie sie wollen. Unsere Erde, unsere Ressourcen, die Menschen rundherum, Stichwort Leihmutterschaft, Menschenhandel, Pubertätsblocker, Ausbeutung, Abtreibung. Du darfst leben, wie du willst. Volle Freiheit. Wenn du jemandem schadest, es geht manchmal halt nicht anders. Das ist das, was unsere Gesellschaft sagt, wenn sie von Freiheit redet. Aber das ist nicht das, was Jesus meint. Bei Jesus bedeutet Freiheit etwas komplett anderes. Freiheit ist eben nicht einfach nur ein Frei von allem. Freiheit ist eben ein Frei zum. Freiheit, die Jesus bringt, ist, ich mache dich frei zum Dienen, zum Lieben, zum Feiern, zum Leben, zum Geniessen, zum grosszügig sein. Ich befreie dich von allem, was dich von dem zurückhält. Jesus gibt ein Ziel vor. Und es hat ganz am Anfang schon so angefangen. Adam und Eva im Garten. Sie sind geschaffen zum Bewahren, Bebauen, mit Gott zusammen sein. Die Familie von Abraham ist gerufen worden, zum das neue Land bewahren, bebauen, mit Gott zusammen sein, der Welt zeigen, wie das ist, wenn sie mit Gott leben. Die Bibel sagt, wir sind zu Gott hin erschaffen, weil aus ihm und durch ihm und zu ihm sind alle Sachen, alle, auch wir. Ihm sagt Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen, schreibt der Paulus. Der Mensch ist ein teleologisches Wesen. Der Mensch braucht das Ziel. Und nur wenn wir das haben, dann schafft das Identität und Freiheit und Frieden auch für unsere Gesellschaft. Und, wenn sind wir ehrlich, nur auf sein Herz zu hören, das glaubst du vielleicht, wenn du 20 bist, dass das funktioniert. Und dann wirst du älter und merkst, mein Herz ist nicht immer unbedingt der beste Ratgeber. Ist nicht immer schlecht. Ich bin ein mega Fan vom Herz. Ich finde Herz super. Aber irgendwann wird es aufhören zu schlagen. Und spätestens dann habe ich ein Problem. Wir sehen in unserer Gesellschaft, was passiert, wenn man nicht weiss, wo man her will. Stress, Burnout, Freizeitstress. Was für ein schlimmes Wort.
Man rennt und rennt und rennt und wird ein Sklave von dem, dass man in dem Leben seinen Sinn finden muss. Die vermeintliche Freiheit knechtet einem, weil du bist gezwungen, selber herauszufinden, warum du da bist, wozu du da bist, für wen du da bist. Dann musst du noch herausfinden, wer du bist. Das klingt wirklich stressig. Und es erstaunt nicht, dass unsere Gesellschaft unter ganz vielen von dem leidet. Dass Einsamkeit so hoch ist wie noch nie, die Suizidrate so hoch wie noch nie, Burnout zunimmt. Es funktioniert ganz offensichtlich nicht. Und, bevor ich zu der guten Nachricht komme, das merken sogar Leute, die mit dem Christentum nichts am Hut haben. Wer LiveNet liest, hat es gelesen, letzte Woche, schon ein bisschen früher, war es im englischsprachigen Raum in den Zeitungen, der Richard Dawkins, ein atheistischer Autor, der Unmengen von Büchern geschrieben hat, warum das Christsein nichts Gutes ist, warum das Religion grundsätzlich unsinnig und verwerflich ist. Der Mann hat gesagt, er bedauert den Niedergang vom Christentum. Und er will sich nicht vorstellen, wie eine Gesellschaft aussieht, die nicht auf christlichen Wert beruht. Aber er sagt nicht Christ. Er kann mit dem Glaubensinhalt nichts anfangen. Aber die Werte. Also wenn sogar Leute anfangen zu merken, die das Christentum eigentlich abschaffen wollen, merken, hey, aber so wie wir unterwegs sind, es funktioniert nicht. Und die Frage heute Morgen, ich glaube, die Frage, die Gott stellt, ist, wer hat den Mut? Wer getraut sich? Wo sind die Mutigen? Wo sind die Wahrheitssucher? Wo sind die Hellseher? Die den Durchblick haben? Wo sind die mir vertrauen? Wo sind die mir nachfolgen? Und ihr ganzes Vertrauen auf das Versprechen von Jesus setzen, dass die Traurigen werden tröstet werden. Dass all das, was wir verlieren, wir werden zurückbekommen. Wer hat genug Mut? Das ist in den Zeiten, wo Jesus gelebt hat, schon schwierig. Ganz viele haben gemeint, sie hätten es. Und haben am Schluss den Mut gleich nicht gehabt. Und die Frage ist bis heute gleich. Wo sind die Menschen, die ihre Freiheit nutzen, um anderen Menschen Freiheit zu bringen? Wo sind die Freiheit nicht verwechseln mit «ich kann alles jetzt und da haben», sondern die verstehen, dass wir frei sind, um eine neue Schöpfung ins Leben zu rufen? Wo sind die bereit sind, ihr eigenes Glück, ihren Reichtum, ihre Bequemlichkeit auf später zu verschieben? Weil heute noch Kranke zu heilen sind, Gerechtigkeit zu bringen ist, Einsame einzuladen sind. Wo sind die wirklich Mutigen, die bereit sind, das Leben wieder richtig zu drehen? Und das Vermeintliche auf den Kopf stellen, heisst wirklich, wir stellen es wieder auf die Füße. So ist es gedacht und so wird es funktionieren. Gott hat alles gegeben, um dich frei zu machen. Leben als Befreite. Aber die Idee war nie, dass wir uns nachher zurücklehnen. Wir sind befreit dazu, darum. Warum? Um den Traum von Gott zu verwirklichen. Er hat uns befreit, damit wir ihm helfen können, die neue Schöpfung zu bebauen, zu bewahren, mit Gott zusammenzuleben, zu dienen und während wir das machen, der Welt zu zeigen, wie es aussehen könnte. Wir sind dazu da, ein Bild zu malen von dem, was wird kommen. Und Gott will das so gerne mit uns zusammen machen. Darum hat er uns befreit und lässt uns da. Wenn sonst könnten wir unser Leben Jesus geben und tack, wirst du aufgebeamt. Das wäre manchmal einfacher. Es gibt Zeiten, wo ich mir das fest wünschen würde. Aber das ist nicht das, was Gott sich wünscht. Jesus gibt uns die Ewigkeit mit ihm. Neuer Himmel, neue Erde. Belohnung wartet. Es gibt keinen Grund, irgendetwas im Hinterher zu jagen. Du kannst dein Leben getrost verschenken. Es gibt keinen Grund, dir Sorgen zu machen. Weil Gott hat gesagt, ich kümmere mich. Wir dürfen grosszügig sein, wenn wir wissen, unserem Vater im Himmel gehört alles. Wir dürfen vergeben, wenn uns Unrecht passiert ist, wenn wir wissen, Gott will Gerechtigkeit schaffen. Wir müssen nicht die Ersten in der Schlange sein, wenn wir wissen, hey, bei Gott sind die Letzten im Fall die Ersten. Wir müssen keine Angst haben, wenn wir wissen, unser Gott hat unser Leben in der Hand. Wir müssen nicht das beste und das intensivste Leben haben, in jedem Moment von unserem Leben, wenn wir wissen, neuer Himmel, neue Erde, das wird richtig gut. Und bis dort können wir mit unserem Leben alles daran setzen, dass möglichst viele Menschen um uns dann dabei sind. Und dass wir dieser neuen Schöpfung mitschaffen können. Der Remi ist vorher gekommen und hat den Eindruck gehabt, noch während dem Worship,
Und er hat so einen guten Satz gesagt. Der Eindruck war, dass Jesus durch die Reihe läuft und jeden umarmt. Und einfach mit seiner Liebe euch begegnet. Und dann hat der Remi gesagt, wenn du weißt, woher du gehörst, dann kannst du einen Haufen Seich ertragen. Wenn du weißt, wo du hergehörst, dann kannst du einen Haufen Seich ertragen. Und es wäre nicht ehrlich zu sagen, hey, Freiheit mit Jesus heisst, boah, alles easy. Nein. Freiheit mit Jesus ist knüppelhart manchmal. Es ist manchmal ganz viel Seich. Aber wenn du weißt, wo du hergehörst, wenn du weißt, wer dein Papi im Himmel ist, wenn du weißt, wo du landest, dann kannst du einen Haufen von dem Zeug ertragen. Wenn du weißt, für was. Die Einladung von Gott ist, in dieser Realität Fuß zu fassen. Zu lernen, Schritt für Schritt, was es heisst, wenn alles anders ist. Das ist schon gut, du darfst schon langsam führen kommen. Ich habe nicht mehr so lange. Es ist wie, kennt ihr Alice im Wunderland? Der Film ist auch nicht schlecht, aber das Buch, das ist einfach, da geht die Alice in das Häsli-Loch. Und alles ist anders. Es funktioniert nicht mehr so, wie sie das kennt hat. Und sie muss ausprobieren, sich durchfragen, herausfinden. Und so funktioniert das Leben mit Jesus. Die Familie von Abraham im verheißenen Land, sie hat keine Ahnung gehabt, wie man lebt als Befreite. Wir dürfen es herausfinden und das Abenteuer wagen. Leben als Befreite erfordert Mut, aber ist es 1000-mal wert. Viele vor uns haben es gemacht. Mutter Teresa, Martin Luther King, William Wilberforce, die Sklaverei abgeschafft hat in England. Heidi Baker, Jackie Pullinger. Aber auch der Mann oder die Frau, die rechts und links von dir sitzen, haben ganz oft in ihrem Leben schon entschieden, nein, ich mache nicht das, was ich will, ich mache das, was Jesus will. Und haben durch das ein Stückchen von dieser neuen Schöpfung in die Welt gebracht. Und dann hat Jesus das Abendmahl genommen mit den Jüngern, beim Passamal. Und er nimmt den Becher und sagt, macht das Gleiche nochmal. Er sagt, hey, das ist der neue Bund, den ich mit euch schliesse. Ihr entscheidet. Jetzt kommt es näher, der Moment, wo ihr als Befreite leben könnt. Und mit mir zusammen könnt die neue Welt ins Leben rufen. Mit mir zusammen feiern und mir dienen. Abendmahl nehmen heisst, wir sagen einmal mehr Ja, als Befreite zu leben. Abendmahl ist mehr als nur, ich glaube, Jesus hat gelebt. Und er ist gestorben für mich. Und meine Sünden sind mir vergeben. Abendmahl heisst, ich schlage ein. Der Bund einmal mehr. Ich verliere mein Leben, du kannst es haben. Ich bin frei von allem, was mich zurückhält, damit ich dir anlaufen kann. Und darum feiern wir das Abendmahl auch heute erst am Schluss des Gottesdienstes. Ihr könnt es euch noch mal gut überlegen. Bei den Juden, wenn sie sich verloben, das ist noch heute so, machen sie etwas ganz Spannendes. Sie nehmen den Becher mit Wein. Und der Mann nimmt einen Schluck und dann gibt er ihn der Frau. Und sie nimmt einen Schluck. Und wenn sie den Schluck nimmt, dann ist die Verlobung rechtskräftig. Jesus hat beim Abendmahl einen Becher genommen und hat einen Schluck genommen und hat gesagt, macht das. Die Hochzeit steht noch aus und die Flitterwoche kommen erst. Aber wir sind in dieser Verlobungszeit, jetzt bereiten wir uns vor, machen alles parat. Dass wenn der Bräutigam zurückkommt, dann feiern wir. Und dann freuen wir uns und dann tanzen wir und dann jubeln wir und es wird richtig gut. Und bis dann freuen wir uns auf das. Und an die Momente, wo wir dann schon sind. In der Nacht, in der Jesus verraten wurde, nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und sagte, das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Wenn ihr künftig dieses Mahl feiert und von dem Brot esst, dann ruft euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Nachdem sie gegessen hatten, nahm er den Becher, dankte Gott auch dafür und sagte, dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut. Wenn ihr künftig aus dem Becher trinkt, dann ruft euch jedes Mal in Erinnerung, was ich für euch getan habe.
Jesus, ja. Ich will wirklich auch wenn ich mehr einfach einschlagen in diesen Bund. Sagen, manchmal ist es vielseitig, manchmal ist es schwierig, manchmal fühlt es sich nicht so an wie wirkliche Freiheit. Aber ich vertraue dir. Und ich danke dir, dass du uns nicht nur sagst, vertraue mir, sondern dass du uns Tag für Tag so treu zeigst, dass du zu deinem Wort stehst. Dass die Geschichte beweist, dass du deinen Bund haltest. Dass unsere Leben Geschichte an Geschichte an Geschichte sind davon, wie treu du bist. Und ich danke dir, dass du alles gegeben hast, damit wir nie mehr getrennt sind, damit du die ganze Welt kannst zurückholen und wieder in der Mitte von deiner Schöpfung wohnen. Genau, wir steigen nochmal im Worship ein.